Was für eine große Stadt wieder mal hier bei Tales of Berseria, und wie es aussieht, ja, es wird richtig heikel werden, Freunde, denn Artorius hat hier nicht nur die Kirche unter sich vereint, nee, sondern sogar das ganze Militär. Ach du Scheinkreise, will Velvet da bloß in den Rang kommen? Ja, ja, das wird lustig. Ich wollte gerade sagen, der Stadtaufbau kommt mir bekannt vor. Okay, keine Speicherung. Machen wir es doch lieber mal. Wir wissen ja nie, was plötzlich um die Ecke geschissen kommt. Plötzlich springt der Tour zum Fenster und sagt, haha, Velvet, jetzt bist du fällig. Ja, also wenn das passiert, dann schmeißen Controller gegen die Wand, das wäre sowas von billig. Okay, darf ich auch nicht durch. Hey. Spiralverwandt, schön. Durch, nö. Dann gehe ich da halt nicht durch, dafür da oberhalb überall. Dankeschön. Bitteschön. Kann noch ein bisschen quatschen. Mommy, when's the prince gonna talk? The exorcists are coming too, right? I'm sure they will, dear. People are saying it's going to be a very important announcement about the Abbey. I want to see the exorcists! We need to thank them for saving us from the demons! You're right. We all have to show them our gratitude and help them however we can. Yeah, I'll follow the rules too. I won't be selfish. They sure are popular. Because these people don't know the truth. You think that's so? That the exorcists are fighting the demons they themselves cannot. That's why the people support the exorcists. Ja, wollte gerade sagen, ich meine, auch wenn bekannt werden würde, dass Artorius damals halt irgendwie Laphicet geopfert hat, oder damit das überhaupt alles machen kann. Ich würde trotzdem auch, dass die Mehrheiten irgendwie argumentieren würde, von wegen, ja, es geschah alles zum Wohle des großen Ganzen und so muss es halt sein, hä? Ein bisschen was aufs Bock oder ja, Vulkan ja halt machen. Zum Prätor, nö. Noch genug, wa? Schon wieder ausrüsten, aber gerade erst gemacht. Jetzt ständig irgendwie etwas verbessern. Außer es wäre gerade, wie zum Beispiel hier jetzt gerade. Obwohl, nee, das senkt gerade ein bisschen stark seine Werte. Aber irgendwie etwas, was alles grün wäre. Das können wir uns natürlich gerne überlegen. Ja, 30 mehr KP. Nehme ich. Hat jetzt Stiefel im Angebot. Für Velvet nehme ich auch. Mein Auge juckt gerade. Das nehmen wir natürlich nicht. Ah, Auge, hör auf zu jucken. So, Velvet. Meisterhaft. Nö, ich habe nichts gehabt. War gut. Die Stiefel waren es, wa? Genau. Dann bei ihm war es, glaube ich, der Erdring, den er austauschen wollte. 5 Fokus mehr, 5 Art-Angriff weniger, kann man es auch machen. Naja, komm. Hat eigentlich weniger Art-Angriff und so. Passt also. Gut, dann noch ein bisschen zerlegen. Wir haben ja viel gefunden. Na, aber war mal geguckt, ob irgendwas davon besser wäre. Haben wir natürlich nicht gemacht, wa? Nee. Weil wir auch nicht so warten. Aber es ist alle plus 3 und so weiter. Also wenn das plötzlich irgendwas besser wäre. Klar, mit der Seiten schon, aber so kurz, nachdem wir schon losmarschiert sind. Nee, da wäre irgendwie... Wäre das sehr crazy. Oh, hier hingegen. Oh, bei 5, 30 mehr KP. Ja, nehme ich, komm. Vor allem Laphicet, dann nehmen wir doch gerne mal die KP. Der wird mit seinen Bernsteindolchen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in der Stadt und ich habe keine Ahnung, ob es bereits zum Kampf gegen Artorius kommt oder... Doch erst ein bisschen später, oder, ja, das ist alles ein bisschen schwierig abzuschätzen. Und vor allem bin ich gespannt, wann Magilu sich mal im Team anschließt. Ich meine, mitreisen tut sie schon, dann kann sie auch mal mitkämpfen. Das ist theoretisch zu früh, weil wir dann bereits 500 Truppen hätten. Und 6 werden es vermutlich sein, schätze ich mal. Gut.
So, die anderen zerlegen. Gibt hier viele, viele kleine Items. So, passt, aufwerten. Dann haben wir auf +2, dann haben wir +2. Mist, jetzt vor Lafise machen müssen, aber bei ihm wäre es ein bisschen nötiger. Egal, hier habe ich +2, Dingsbums. Man doch Lafise den Vorzug. Ja, ich weiß, kostet viel. Cool. Kostet relativ viel, aber wir haben die Kohle, ja. Daher habe gar kein Problem, wenn immer stärker, Freunde, immer stärker. Heilmittel nehmen wir doch mal noch 5 mit. Das ist eine schöne runde Zahl. 15, 10, 12. Das ist immer das maximal 15 Lied. Die fragen wir eigentlich, warum? Warum bei 15? Ich verstehe es irgendwie nicht. Naja, wenn schon so eine Gründe haben. Neuer Titel, Box Champion. Ja, warum auch nicht? Hm? So, ansonsten nichts Besonderes. Gespeichert habe ich vorhin. Jetzt nochmal ganz gut zu speichern, war. Scheiß drauf. Wollen ich jetzt natürlich verlieren, versagen? Ah, ich habe einen Speicherpoint. Ja, komm. Ja, ich mach's doch. Shit happens. Ich bin relativ schnell wieder hier. So, wir speichern den halt. Ist ja der gleiche Safe-Ort. 3,15 Megabyte pro Safe-Slot. Speichern da alle, sehr gut. Ja doch, die paar Megabyte, das wird durchaus Sinn ergeben. Aber vermutlich speichert das Spiel sowieso in die... Listen to those cheers. The royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgard Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It'll be impossible to slip in now. After the opening 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon light. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land Over there. would not be You can lost. climb up if you want, but attacking now would And be the suicide. name of that man was Artorias Colbrand. Ja, da ist Velvet sauer. None here, I trust, are unfamiliar with Artorias' noble act. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. He called Lord Inominat, one of the 5 Imperiums, and blessed us with the strength of the Malachim. But he's a murderer! Velvet! He serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him! You took everything that I loved! So raise your voices in praise to Artorias' devoted work, to the Savior who purifies evil and guides our flock. Let us call him our shepherd. Artorias!
Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today. I offer my body and my life in service to the people of this great land. With the blessings of the Empyrean Innominat, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory! But you're the one who murdered. Fool, they'll see us. You're the one who killed Laphicet. What? The Shepherd Artorias. That's who you're after? Oh, and here I was hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No. I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Artorias. Playing it safe? Boring! Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented! If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. They're the most powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Eisen, do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist? That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Bitte was? Hirte? My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. Ja, das ist alles gerade scheißegal. Leute, Artorias ist der erste Hirte der Geschichte. Er ist ein Hirte, verdammt nochmal. Ja, dann ist ja wohl klar, wer Velvet ist, oder? Ach du Scheiße. Der Herrscher des Unheils ist Velvet. Ja gut, ja, ist mal eine interessante Entwicklung. Ja, mal umgekehrt zu Cestiria, warum auch nicht? Aber wenn er der Hirte ist, ich meine, wie kann das sein, dem er einfach ein Kind, ein unschuldiges Kind opfert und... Hä? Das ist noch interessant, ey. Da kann ich jetzt schon mal versprechen. Noch Level 1. Wir haben einmal gewonnen. Na toll, etwas. Nichts Neues, wa? Ja. Naja, bis später. Oh, scheiß, die Wampe voll, ey. Scheiß, da haben wir die Wampe voll. Und jetzt? Finden eine Taverne, okay. The Exorcists sure were out in full force to see the Shepherd's inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. But I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the Shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah. He was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured.
and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Artorias' side. Because now I want to take Artorias down too. Ja, schön. Von ich einen Hirten. Warum auch nicht? War es nicht so, dass irgendwie etwas Wichtiges wäre oder so? Oder wir damit die Geschehnisse in Cestiria beeinflussen würden? Nee, warum auch? Verstehe natürlich auch, wieso im Intro von Cestiria DX, also sprich die Anime-Serie, warum da irgendwie Velvet gegen Zoe kämpft. Ja klar, wenn es natürlich der Unheils ist, der erste, und Zoe quasi ein Hirte ist. Das heißt quasi ist ein Hirte. Aber sie quasi modomäßig, nicht sie quasi einfach halt das Unheils und so weiter wäre. Oh mein Gott, der wäre noch, wie gesagt, noch lustig. So. Wenn wir ein bisschen höher wären. Diese Verteidigung wird auch grandios tief acen, also geht ja mal gar nicht. Fokus ein bisschen hier geben, so. Also suchen wir eine Taverne auf und überlegen uns eine Strategie, wie wir da irgendwie rankommen. Artorius Schwertarm. Es würde mich nicht wundern, wenn der trotzdem irgendwie wieder verwendbar wäre. Plötzlich, weil sogar im Endkampf war. Aber halt, wenn der natürlich ein Hirte ist, boah, wenn der amatisieren kann und so weiter, dann müsste er eigentlich 4 Malakim an der Seite haben, war. Also müssen im Prinzip einen Hauptherrscher und so weiter alles haben. Shepherd, savior of mankind who guides us through the darkness. What an appropriate title for Lord Artorias. I believe in him. As long as we have Shepherd Artorias, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Artorias. How pompous can you get? Artorias has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. I'll have my vengeance. No matter what. Ja. Den Hoffnungsträger der Menschheit töten. Ja, ist immer eine gute Idee. Hauptsache man kann egoistisch sein, seine Rache bekommen. Nee, egoistisch. Ja. Wir wissen nicht, was damals geschehen ist. Hat Artorius auch nur gemacht, damit... Ich meine, jetzt auf den ersten Blick, was wir so bisher wissen. Hä? Man könnte so weit interpretieren und sagen, okay, Artorius hat den kleinen Laphesek geopfert, damit er halt in diese Position kommt. Weil er halt eben durch den Verlust seines Schwertarms und so weiter, was ein Leben nach trist, oder hat er auch seine Frau verloren, sein ungeborenes Kind, etc. etc. Und das war halt für ihn die Möglichkeit wieder Ruhm und Anerkennung zu bekommen und dass man Dämonen und so weiter, dass halt die Malakim, ja, die Offenbarung halt aktiviert, dass alle Malakim sehen können und dass er das alles wirklich vor langer Zeit vorbereitet hat und ja, jetzt hat dieser großen Respektsperson wurde. Also im Prinzip doch egoistische Gründe, wenn man so will. Zwar schon, okay, ich rette damit auch die Menschheit und so weiter, aber hauptsächlich, ich kotze mein Leben an, okay, ich opfere einen Jungen, ein Ritual durchführen, werde danach der coolste von allen sein. Nach dem Motto. Ich würde es ihm zutrauen, ganz ehrlich. Aber nur aktuell. Wie gesagt, wir wissen ja, was wirklich geschehen ist, was noch geschehen wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass am Schluss der Geschichte vielleicht sogar Artorius und Velvet zusammenarbeiten. Weil irgendwas passiert, was das nötig macht und so. Toll, hier oben in der Tür kommt gar nicht rein. Ganz geil Spiel. Aber wie gesagt, das ist nur so weit mal eine Theorie. Der kann auch total falsch sein. Ja, was ist da drüben noch? Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Kommt da jetzt rein? Aber es Taverne ist, deswegen. Ein bisschen umgucken. Jo. So. Der Party ist auch wieder mal vorbei, Freunde.
What'll it be? Some food for the boy. Mabo curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Mabo curry. Some of that, then. Say, do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. That old man? A scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Oh, Pech gehabt, wa? Velvet, this Mabo curry is amazing. You get along so well. Is he your brother? no. No, he wouldn't be, would he? After all, your brother was murdered before your eyes. How do you know that? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest? That's right. Just like how Ifrid's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Artorias is planning. Information such as that, it won't come cheap. I have here a list of jobs, not one remotely legal. Take care of all of them, and I'll tell you what you want to know. Welchen Antrag willst du annehmen? Sind wir jetzt irgendwie in der Rolle der Assassinen damals in Cestiria mit Rose und so weiter? Ich meine, klar, ist noch nicht so irgendwie von wegen, ja, du musst den und den killen und so weiter, aber es geht schon was in die Richtung. Welchen Antrag willst du annehmen, Freunde? Welchen Antrag wir wirklich annehmen? Das und vieles mehr erfahren wir in der ersten Folge hier bei Tales of Berseria. Und das alles Informationen über den Hirten. Den Hirten. Den ersten seiner Art. Aber wir wissen aus Cestiria, nicht der letzte. Bis dahin, ciao zusammen.